Ja, ja, Freunde, unser guter Linky Boy, so voller Tatendrang, zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Ja, ist für mich auch wieder eine längere Pause gewesen, eine unfreiwillige, sehr lange Pause. Ich sollte irgendwie aufhören, mir zu sagen, hey, komm, ich nehme mal Vorrat auf und dann habe ich 2, 3 Wochen Zeit für was anderes, weil dann wird irgendwie plötzlich 2 Monate draus. Ja, weil letzte Folge, ganz kurz überlegen, Folge 48 glaube ich oder so, ja, aber irgendwie im Oktober aufgenommen, jetzt haben wir Dezember. Geil. Ja gut, zumindest Gedächtnis alles noch frischi-toppi. Da ist alles noch picobello, ich habe alles noch irgendwie im Kopf und so. Ich weiß, dass die letzte Folge da oben waren. Und dies und jenes gemacht haben. Ich glaube sogar alle Würfel haben wir noch geholt. Bis auf... Doch, die Kiste haben wir auch geholt. Ich glaube, wir haben hier alles geholt, wa? Ich habe irgendwie noch geschafft, damit wir runtersegeln und so. Gingen, glaube ich, nur von da oben. Genau, da war doch irgendwie sowas. Weil irgendwie runterspringen wollte, glaube ich, von da oben mal oder von da. Dann hat es geklappt, dann wollte ich von da oben. Genau. Und das alles nur für die Karte des Captains, der da vorne steht. Soweit war es, glaube ich, alles. Die Frage ist, klappt die Steuerung noch? Ich glaube, ich war in der letzten Folge relativ einigermaßen im Bett. Na gut, komm, scheiß drauf. Da klappt schon. Hallo, es ist Skyward Sword, mein Lieblings-Zelda. Also, wenn ich die Steuerung nicht mehr hinkriege, dann bin ich reif für die Klapse. Oder reifes Alter sein, je nachdem. Was früher kommen würde. Und ich befürchte, die Klapse ist näher dran. So. Du hast die Seekarte gefunden, gut gemacht. Jetzt macht die Seefahrt erst richtig Spaß. Lass uns mein Schiff suchen, ja. Sollen wir ablegen? Jo. Brechen wir auf. Bzzz, mit Captain Bocker. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Das ist meine Karte. Oh mein Gott, sie sind verschmolzen. Die Lage der Werft ist mit X markiert. Ja, eigentlich wie immer. Jo. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch meines wurde dort gebaut. Ich bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf den Aufenthaltsort meines Schiffes finden kannst. Auf geht's. Ja. Die Werft, das Schiff, ja, das Schiff kommt in den Sinn, die Werft kommt ja wieder in den Sinn. Da war doch sogar eine Szene, die eigentlich sogar im ersten Skyward Sword Trailer, damals im Jahre 2011, ist schon eine Weile her, ich weiß. Aber die damals noch, ja, da stattgefunden hat. Und wo ich dann beim Spielen damals so dachte, was? Der schon wieder? Ja. So. Ja, ich sehe schon, ich dachte eigentlich, könnte vielleicht vorbeifahren, aber irgendwie klappt es nicht. Dafür ist die Steuerung hier auf dem Schiff ziemlich nice. So. Aber wisst ihr was? Ja, eigentlich, sind wir ehrlich, dass es überhaupt eine Karte braucht. Ja. Wir kommen eigentlich gut. Ich will vielleicht mit der Karte vielleicht ein bisschen mehr sehen. Die Karte, welche Taste war das schon? Nee, das ist nicht die Taste. Also, sind wir ehrlich, Freunde. Selbst wenn man jetzt irgendwie total verblödet ist. Oder, nee, nicht verblödet. Sagen wir, selbst wenn man total navigationstechnisch gar keinen Orientierungssinn hat, so wie Zorro aus One Piece. Selbst wenn man ein Zorro ist. Dass man da irgendwie das nicht hinkriegt, das ist doch irgendwie... Schade, dass ich keine Items kriege. Aber ganz ehrlich, man kann ja in den Horizont blicken und einfach geradeaus fahren. Gut, ich glaube, selbst das wird Zorro nicht hinkriegen, aber nur mal so rein theoretisch, ja. Sag mal, war damals auch schon so scheiße? Bin ich in den falschen Weg gegangen, also die falsche Reihenfolge, weil könnte eigentlich auch hinten durch. Ja, hier wird das Schiff natürlich sein, ja, ist klar. Aber wir folgen erstmal dem X. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Und hier ist die Werft. Ja, dann wirf mal. Oh nee. Oh nee, da kommen Erinnerungen hoch. Ach du Scheiße. Ja. Oh, da kommen Erinnerungen und was für welche.
Jo, wir sind da. Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befinden sich sowohl die Werft als auch die Behausungen der Werftarbeiter. Das wird lustig. Dieses Gebäude ist die Werft. Aber sie ist versperrt. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzigen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Und schon saualt. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. No risk, no fun. Dort ist der Lorenbahnhof. Geh dort einmal hin und steh dir rum, ich warte auf dich. Ja, ja, mach das mal. Oh nee, ja, ja. Erinnerungen sind back, Freunde. Und wie? Scheiße. Ja, was willst du hier? Werft. Speichern. Nee, come on. Ja, die Wüste war auch damals schon nicht mein Lieblingsgebiet. Ich glaube, es war tatsächlich eigentlich das Feuergebiet, was ja später kommt. Also quasi dann der Feuertempel. Also ihr wisst schon, wenn es um die dritte Flamme geht. So. Oh, 2 davon. Wird schon. Hä? Schon down? Achso, ja, doof. Aber stärkeres Schwert. Nein! Irgendwie hat Pfeil keinen Bock drauf. Holt eigentlich gerade so. War zu weit weg vielleicht? Nee, kein Flammenwurf. Da komm schon. Ja? So, jetzt aber. Jo, also für das erste Mal nach 2 Monaten gegen 2 Exelforce könnte schlimmer sein. Aber sag mal, ist es nicht eigentlich gewohnt bei mir? Gefühlt immer, wenn ich längere Zeit nicht spiele, gar kein Problem. Bei der Spiel wieder ein paar Tage, nur noch Probleme. Immerhin noch ein paar Eidechsenschwänze. Noch ein Gorone. Ja, hallo. Dieser Ort war einst ein Hauptbahnhof für Loren. Die Loren sind noch gut im Schuss. Kletter hinein und fahr über die Insel. An der Wand dort drüben wird erklärt, wie du die Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, ja, die sind nicht ganz ungefährlich. Ist die Anleitung sorgfältig durch. Ja, ich weiß es, war einfach alles scheiße. Ich bin seit Jahren hier ganz allein. Doch meine Loh wird mir nie langweilig. Oh Gott, ey. Könnte ich gar nicht. Einzusteigen. Was? Balanciert Loh in den Kurven aus, wenn du deinen Körper beugst. Ja, ich erinnere mich. Das war damals so scheiße. Ich bin, glaube ständig ausgefallen. Bremsen so schnell, wie du B drückst. Ich bin noch ein Hindernis zu überwinden. Gut. Man könnte es ja, da ist der Vorteil beim Remake, man könnte es ja auch mit dem Pro-Controller steuern, sprich, ja, halt genaue Tastensteuerung. Da wäre für eine Option, die ich mir offen halten möchte. Okay, geht nur mit rechts, mit links nicht, okay. Ja, versuchen wir es mal. Wo war jetzt das Problem? Ging ja easy peasy. Hochmu-Konformfall. So, warte mal, hier haben wir noch ein paar Sandsikaner, wie die Dinger hießen. Ne, warte mal, da waren noch irgendwelche. Eigentlich Feuerlibellen, aber okay. Die Rudellibellen, glaube ich sogar. Hießen die nicht so? Die Ruderlibelle, genau. Krass, wann was man sich noch alles nach 2 Monaten erinnert. Wow! Okay, das muss ich nicht mehr. Erschrocken, ey.
Okay, ist noch eine Lore. Lorion so. Ja, im Idealfall müssen wir natürlich einen Stein hierher bringen. Zur Werft. Da wollen wir eigentlich hin. Geht's jetzt zurück zum... Sag mal. Zurück zum Big Boss. Jo. Können wir so sagen, wa? Ach du Scheiße. Ich hab doch ne Meise. Na komm. Fullspeed! Ja, ich weiß, ein Endloskreis hier. Da sind wir jetzt rechts lang. Die Weichen stellen durch Neigen, aber was Neues. Bin ich richtig unterwegs? Sieht nicht schlecht aus. Ja, ich glaube, jetzt kam die Stelle, wo ich damals ein bisschen Probleme hatte, weil es hier gerade sau schnell geht. Ernsthaft? Schon wieder Instant? Okay, ich habe langsam Angst. Was ist bloß los mit mir? Also, damals hatte er doch voll die Probleme. Naja gut, ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Man wird reifer, man wird älter. Man sagt zwar eigentlich, Erwachsene können keine Videospiele spielen. Aber wenn du halt schon als Kind begonnen hast und in der heutigen Zeit und so, wird es sowieso immer besser. Also ja, bis zu einem gewissen Alter nachher lassen Reflexen so schon noch nach. Aber ich bin ja auch erst bis Nummer 13, ich denke schon 60 oder so. Also bis da ein bisschen was nachlässt. Das dauert hoffentlich noch. Und insofern, ja, würde man sagen, not bad at all. Trotzdem abspeichern, weil, ja, vielleicht passiert was. Ich muss nochmal von oben starten, das gelingt mir nicht nochmal. Ja, also eigentlich aus dem einen Mal, wo ich ganz kurz gezuckt habe, wo ich dachte, oh, scheiße, das Gleichgewicht, aber ansonsten lief es doch ganz, ganz gut. So. Dann haben wir jetzt noch, erst mal 13 Minuten, kann man, das schaffen wir locker. Zumal jetzt was Spaßiges kommt. Gebieter, wir sind im Inneren der Werft angekommen. Ja, die hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Nach all der Zeit ist auch hier alles von Sand bedeckt. Ich empfehle dir, im Sand nach Anhaltspunkten zum Schiff zu suchen. Das ist eine schlechte Idee, Fei. Das ist eine ganz schlechte Idee. Im Sand. Wir kennen es doch, Freunde, hä? Also wenn ich irgendwie schon mal vor kurzem irgendwie einen Tempel, wo es auch ein bisschen um Zeit ging und so. Ich habe den Plan, wenn man ein Schiff voll fertig bekomme. Kein Plan. Hier ist auch nichts. Oh, hier sind ein paar Typis. Bläh. Bläh. Vorsicht, vermehrt Angriff von Piraten verzeichnet. Oh. Was waren das wohl für Piraten? Waren die normalen Goblins oder Moblins oder waren es andere? Monatsende ist die Lorenbahn wegen Inspektion den ganzen Tag geschlossen. Aha. Gut, gab Monatsende. Die haben andere Probleme mittlerweile. Ja. Tja, nach Spuren im Sand suchen. Man sieht dort in der Mitte bereits einen größeren Sandhaufen. Freunde, it's boss time.
Moment. Da ich noch die Gelegenheit habe. Erstmal die kleinen Viecher loswerden. Na, kommst du von selber raus? Ne, okay, er pennt. Ja, komm schon, Freund, wir kennen ihn doch. Erst ausweichen und dann... Okay. Man könnte meinen, es sei stärker als der dritte Endboss, kann das sein? Okay, ich stelle gerade ein bisschen doof an, sorry. So, Schluss damit. Okay. Also vielleicht kommen sie in einer Runde, war nicht mehr ganz sicher. Oh. Da spiele ich schon wieder. Du 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 du. So, komm. Ja, aber kein Herzcontainer. Dankeschön. Gebieter, es scheint, als sei dieser Ort in den Jahren zu einem Hort des Bösen verkommen. Die Chance, einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Ja, mir auch. Natürlich Fei diejenigen, die sagt, ja, guck mal im Sand nach, vielleicht findest du ja was. Mhm. Danke, Fei. So, back to business. Ah. Ich frage mich gerade, wenn man das aufnehmen kann, das irgendwie auch so einsammeln? Schade. Natürlich. Kaum sagen wir was, kommt. Ja, glaube ich jetzt nicht, ey. Kaum sagen wir was, schon kommt sowas. So. So ein Wüstengrasbüschel. Hallo Freunde, na wie geht's? Ernsthaft? Ja, Flammenwurf spawnen, ja, schön. Okay, der war jetzt fies. Aber für mich fies, andererseits was clever. Der schützt sogar einen Kumpel, nicht schlecht, ey. Na komm. Das Ding weg da unten? Mist. Oh, nervig. Na komm. So, der war wichtig. Dankeschön.
Ja, wir müssen Schaden kassiert. Ich könnte. Oben hat es einen Stuhl. Da hat es einen Stuhl. Wobei natürlich jetzt sagen muss, dass die Eidechsenmänner haben jetzt wesentlich besser agiert als noch zu Beginn der Folge. Und vor allem zusammengearbeitet. Was? Wie war das schon wieder? Ich bin der einzige Besucher und dann? Ah, schade, jetzt sagt nichts mehr. Ich habe ihn unterbrochen. Ist so stinkig. Ja. Kann ich verstehen, Kumpel. Kann ich verstehen. So. Also die Werft war mehr oder weniger ein Satz mit X war wohl nix. Hier hoch komme ich leider auch nicht. So direkt. Ich weiß nicht, was man sonst hier kriegen kann. Ja, schade. Aber speichern, das können wir hier. Warte mal. Habe ich das richtig gesehen? Tatsächlich. Man sieht es genau hier vorne. 2 Monate her seit der letzten Folge. Krasse Scheiße. Dass ich auf 2 Monate hingekriegt habe. Das war jetzt unbewusst, ganz ehrlich. Captain, war nichts los. Ah, hier ist kein Schiff. In diesem Fall. Da ist zwar etwas gefährlich, aber wir sollen direkt zum Piratenversteck fahren. Also, auf geht's. Okay. Brechen wir auf. Bzzz. Ja. Ich bin auch geschockt. Ich habe Angst. Bzzz. Der Boss der Piraten ist furchtbar stark und hat eine Menge Piraten an seiner Seite. Vielleicht lebt er gar nicht mehr. Er wird viel darum geben, ihn nie wiedersehen zu müssen. Aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Das Piratenversteck ist auf der Karte mit X markiert. Los, brechen wir auf. Ja, einfach kurz genau geradeaus fahren, da vorne ist es nämlich schon. Easy peasy, Freunde. Im Prinzip zumindest. Aber nur weil es kann. Warte mal. Hä, kann ich nicht irgendwie das Item holen? Das geht nicht, ich kann die Items nicht holen. Wieso spawnen die hier dann, wenn ich die nicht holen kann? Oh, ist das fies. Ich glaube mich zu erinnern, dass es hier eben auch noch andere Dinge gab. Nicht viel, aber hier und da eben auch Möglichkeit noch für ein Herzteil, glaube ich. Und zwar echt nicht mehr sicher. Da war das so, dass ich mir dachte, es gäbe etwas und war doch irgendwie nichts. Ah, statt dass das Schiff untergeht, verliere ich Herzen. Ja, dankeschön. Ja, mal gucken, ob wir nochmal hierhin zurück müssen, um eben noch irgendwelche Herzen oder so zu holen oder andere Items. Aber erstmal zum Piratenversteck. Und damit willkommen auch schon zum nächsten Tempel. Tempel Number 5. Erinnert ein bisschen an Ocarina of Time, wa? Ich sag nur Lord Yabu Yabu. Ich habe Angst, aber wenn man das genau nimmt, leben wir alle bereits nicht mehr. Aber ich bin nur wegen der Steinzeit an meinem Boot an diesem Ort gelangt. Irgendwie beruhigt mich das. Ernsthaft? Mich würde es total ängstigen und was auch immer, wenn ich einfach nur quasi den Stein entfernen müsste und wäre tot. Also Michael, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier. Yo. Eine Ausdauerfrucht hier. Weshalb? Okay, wegen euch sicher nicht. Ja, hier geht doch gleich was zu. Ja, okay.
Okidoki. An dem Sinne wohl doch erst für die nächste Folge, würde ich jetzt mal raten. Ganz ruhig. Ich bin's, euer Michael. Danke. Oh, ernsthaft? So. Die Bombe sind schon wieder weg. Das ist natürlich schade. Jetzt sind ja auch nichts mehr. Huch. So. Lauter Fledermaus. Aber ja, man sieht es schon, hier komme ich nicht dran, also muss ich eigentlich den Weg vornehmen. Strom! 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 Noch mehr Strom. Die, aber nicht mehr für die. Was? Achso, das Schild. Der sich repariert hat, unser göttlicher Schild. Und ja, Freunde, in den nächsten Part gehen wir also hier rein. Das aussieht wie irgendwie ein seltsamer Haiverschnitt mit langen Nase. Ja, könnte sein, wa? Mit dieser ominösen Tür da drüben. Wir können gespannt sein, was uns dort erwarten wird. Bis zum nächsten Mal zurück bei Skyward Sword in HD. Bye bye.